Ja, lieber Dodo, das hat mir jetzt nicht so einfach, aber ich muss dir etwas vorstellen. Ja, das ist er. Unser neuestes Familienmitglied, der Erwin. Ja, wie wir zu diesem Schmuckstück gekommen sind und natürlich auch, was wir mit unserem geliebten Dodo vorhaben, erfahrt ihr alles im heutigen Video. Ja, der Grund, wieso dass wir jetzt einen neuen Camper haben, könnt ihr euch wahrscheinlich denken. Das hat natürlich mit der Ella zu tun, mit unserem Nachwuchs, der Anfang Jahr auf die Welt gekommen ist. Es war aber nicht etwa so, dass wir das Gefühl hatten, wir müssen jetzt ums Verrecken so schnell wie möglich etwas Grösseres an, weil ich glaube, mit dem Dodo wäre das noch recht gut gegangen, gerade solange die Ella natürlich noch ein Baby ist. Eine Geschichte, wie der Erwin jetzt den Weg zu uns gefunden hat, vor allem schon so früh, weil eigentlich haben wir erst für nächstes Jahr geplant, einen grösseren zu kaufen. Die Geschichte ist noch speziell. Für die das Geburtsvideo gesehen haben von uns, die wissen, dass die Ella ziemlich auf sich warten musste. Genau 9 Tage ist sie schlussendlich über dem Termin gewesen, und in diesen 9 Tagen haben Meli und ich halt irgendwie auch einfach ein bisschen Zeit totschlagen. Meli hat die Zeit dann aber recht gut genutzt, ist auf Tutti und anderen Plattformen ein bisschen schauen, was so der Campermarkt dieses Jahr hergibt. Und dort haben wir unter anderem auch das Modell gefunden. Und ja, so hat dann eins zum anderen geführt, wo die Ella dann schon auf der Welt war. Das Video habt ihr vielleicht gesehen. Da sind wir auf Zürich und haben uns das Modell hier ein bisschen genauer angeschaut. Das war das erste Mal, wo dann auch die Meli mal in so einem drin war. Was an dem speziell ist, ihr seht es, man hat hier mega viel Platz, und zwar aus dem Grund, dass die Küche dort hinten ist. Normalerweise, wie so ein Camper, ist die Küche ja eher irgendwie da vorne, gerade beim Eingang. Da hat es jetzt gar keine Türen, ausser auf der Fahrerseite, und die andere Tür ist ganz hinten. Und durch da hat man halt hier in der Mitte vom Camper einen mega grossen Raum, also mega viel Platz auch. Und ja, wir sind jetzt gerade letztes Wochenende das erste Mal mit dem unterwegs gewesen. Klammheimlich haben wir wirklich einfach mal für uns genossen. Die ersten Familienferien sind jetzt gerade zurückgekommen und unser Fazit ist also wirklich top, genauso wie wir es uns vorgestellt haben. Mega praktisch, dass wir da so viel Platz haben, gerade mit Baby. Haben wir wirklich eigentlich uns etwas Gutes zugetan. Ich glaube, mit dem werden wir sehr viel Freude haben. Wir machen dann sicher irgendwann mal eine ganz ausführliche Raumtour. Ja, aktuell einfach mal. Das ist er, der Erwin, unser neuer Camper. Was passiert mit dem Dodo? Das nimmt euch wahrscheinlich auch Wunder. Das wissen wir ehrlich gesagt auch noch nicht so genau. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass es uns wahrscheinlich sehr schwer wird fallen, uns ganz von ihm zu trennen. Und zwar einfach aus dem Grund, dass wir ja, recht viel Zeit, Nerven, Tränen, Blut, Schweiß, alles, was wir halt so ja, von sich gibt, wenn man so einen Camper umbaut, ja, einfach reingesteckt haben. Es hat auch für mich einen recht emotionalen Wert, weil ja, das Camperprojekt fällt so ein bisschen zusammen mit dem Tod von meinem Papi, und mir hat es dazu mal mega gut getan, ein bisschen am Dodo rumzuschrauben, und darum wird es mir wahrscheinlich recht schwer fallen, den mal ja, loszulassen. Darum ist das aktuell auch nicht geplant. Aktuell behalten wir beide. Wir haben jetzt eine Wechselnummer und wir haben auch fest vor, mit dem Dodo noch den einen oder anderen Trip zu machen. Kürzlich ist auch gerade noch meine kleine Schwester das erste Mal mit ihm unterwegs, mit einem Freund. Die haben eine Woche in Frankreich verbracht, und das ist natürlich auch eine coole Möglichkeit, wenn wir den Dodo dafür brauchen, dass Freunde von uns oder Familie halt auch mal im Genuss von, ja, von so Camperreisen kommen. Vielleicht sogar mit uns zusammen. Da haben wir natürlich dann auch gerade irgendwie noch ein paar Leute, die uns vielleicht ab und zu mal die Ella könnten auch nehmen. Ja, genau, das sehen wir dann noch.
Jetzt freuen wir uns mal auf, auf den Sommer. Wir haben schon eine erste coole Reise geplant hier mit dem Erwin. Und zwar geht es auf Sardinien, schon recht bald. Wir freuen uns mega. Der Kurztrip, den wir jetzt gemacht haben, war schon grandios gewesen. Auch mit der Ella, die hat das mega genossen hier. Wahrscheinlich auch, weil sie gemerkt hat, wie entspannt dass wir Eltern waren. Es ist wirklich mega gut hier. Es ist halt in einem Camper, also auch alles einfach ein bisschen einfacher, obwohl wir hier alle Komfort haben. Wir haben sogar das WC mit einer Dusche und ja, haben da wirklich halt einfach sehr viel Platz. Wir haben draussen Markise, das haben wir beim Dodo zum Beispiel auch nicht gehabt. Ja, ich freue mich mega. Bin gespannt, wo das es uns überall verschlägt mit Mervin. Jetzt geht es zuerst mal auf Sardinien. Da freue ich mich auch mega. Ich hoffe, wir können euch da dann auch wieder mal ein bisschen mitnehmen. Guter Platz zum Schneiden hätte ich hier auf jeden Fall. Das ist wirklich ein cooler Platz da hinten. Ich sehe mich hier schon auch sonst das ein oder andere Mal mich vielleicht zurückziehen aus dem Büro, damit ich hier mal ein bisschen in Ruhe arbeiten kann und ein bisschen kreativ kann sein. Ja, in dem Sinn würde ich sagen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, vergesst nicht, uns zu abonnieren, damit ihr keine zukünftigen Videos mehr verpasst. Gebt dem Video einen Daumen hoch und dann sehen wir uns hoffentlich bald on the road. Bis dann, macht's gut, habt euch Sorge und bis bald. Tschüss zusammen!